Weihnachtsgeschichte aus der Bibel oder Geschichte von der Geburt Jesu nach dem Evangelium von Lukas. Oder eben die Vivi Nana Geschichte aus der Bibel oder Geschichte von der Gegebubu Jeje nach dem FF vom Lulu. Es hat sich aber begeben, dass der Lili Gogo, der Engan Gaga, in die Stadt Nana Zazarere geschickt hat, zu einer Juju, die dort mit ihrer Mama, Zizi-Mama Jojo, aus dem Huhu Dada verlobt war. Der Nana von dieser Juju war aber Mama. Der Engan Gaga ist in ihre Zizi reingekommen und hat gesagt, Gugu Tata Mama, der Hehe Gogo sei mit Didi. Da hat Juju Mama grosse Shishi bekommen. Aber der Engan Gaga hat gesagt, du musst keine Shishi haben. Es ist ja so, bald wirst du einen Soso bekommen und du wirst einen Jeje taufen. Und der Jeje wird wachsen und er wird in Chichi Gaga kommen und dann in Pupu Tete. Aber alle Mama auf der ganzen Welt werden dem Jeje Soso Gogo sagen. Da hat Juju Mama zum Engan Gaga gesagt, sag Gaga, wie soll das gehen, wenn ich noch gar nie mit dem Jojo und auch mit keinem anderen Mama in der Pfapfa bin. Der Engan Gaga hat geantwortet und gesagt, es ist so. Wenn es so weit ist, wird der Gei vom Hi oben runterfahren und über dich kommen, weil du bist die heilige Juju. Es lala lang, ob du willst oder nicht. Und so ist es geschehen. Und bald schon hat Juju Mama ein dickes Bübü bekommen und hat müssen ein Schwasch-Kleid kaufen. Ein Schwangerschaftskleid. Aber dem Zizi-Mama Jojo hat das gar nicht in den Kracher gepasst. Als er die Juju Mama gefragt hat, warum sie dann so ein dickes Bübü bekommen und sie ihm die Geschichte erzählt hat er bei sich selber gedacht, von wegen, heilige Juju, blas du mir ins Pfiffi mit dem Hei-Hei-Gei-Gei. Aber bald schon sind die Taten gekommen, wenn ein Bebe Fefe vom Kai-Kai A Gugu ausgegangen ist. Es sollen sich alle Lülü einschreiben lassen in der Stasta von ihrem Pfaffa. Und auch der Zizi-Mama Jojo aus dem Huhu Dada ist sich einschreiben lassen in der Stasta, wo Bebe Tletle Hehe geheissen hat. Zusammen mit seiner Frafra, die jetzt schon im 9. Momo von der Schwaschwaschascha war. Und jetzt schon so einen dicken Bubu gehabt, dass sie kaum mehr in ihre Schwaschwaschascha klein gepasst hat. Und es ist der Tata von der Gegenbubu gekommen. Und die Mama hat ihren erstgeborenen Soso, ihres Bübü, in Vivi gewickelt. Pem hat es noch nicht gegeben, mal. Und hat ihn in einen alten Kuchenstasta in Bebetletle Hehe in eine Kriechli gelegt, weil sie ganz Bebetletle Hehe keine freie Zeit mehr bekommen haben. Und es sind aber in der gleichen Gegend Hihi, die draussen auf dem freien Pfeffer ihre Schaja und Gei-Gei gehütet haben. Und ein Engang ist zu ihnen getreten in einem hellen Lili-Shishi. Und Hihi haben den Gaga in der Hoho gehabt, wegen dem hellen Lili-Shishi. Aber der Engang hat gesagt, ich muss nicht den Gaga in der Hoho haben. Weil heute in dieser Nana ist ja in Rere, der Soso Gogo geboren worden. Ich werde ihn finden, in Vivi gewickelt, in einem alten Kuchenstasta in Bebetletle Hehe. Und alle haben zusammen gesungen, Hei, hei, sei Gogo in der Höhe und Fri auf der RR und der Meme ist Wowo gefakfa. Und dann sind die Hihi mit dem Anaffafzaza in der alten Kuchenstasta nach Bebetletle Hehe gerannt und haben die heilige Juju Mama gefunden und der Jojo und der Jeje in seiner Kriechli. Und die heiligen 3 Köcke sind gekommen und haben Geschenke gebracht für die Jeje. Und dann sind die Hihi wieder heim zu einer Schaja und Gei-Gei und haben sie überall erzählt und gesungen, was sie haben. All das vom Jojo. Und wie aus der Juju-Mama eine Mumu-Mama geworden, sage ich. Und dass eben der Zizi-Mama Jojo nicht der richtige Pfaffa vom Jeje, sage ich, sondern dass eben irgendwie der Hei-Hei-Gei-Gei in die Juju-Mama reingefahren, sage ich. Und dass es so zu dem grossen Wuwu kann, sage ich. Zum Wuwu von der unbefleckten Empf-Empf. Patrick, schöne Diener.